SRF Audio. We want to end that war. That war is a disaster. It's a really bloody, horrible war. Dieser Krieg muss enden. Er ist ein Desaster, ein verdammt schrecklicher Krieg. US-Präsident Donald Trump setzt auf Kraftausdrücke, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, und auf ein kraftvolles Vorgehen. Trumps Vorstellung davon, wie dieser Krieg beendet werden soll, mischt die Weltdiplomatie gerade richtig auf. I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and he'll come here and I'll go there and see if we can get something done. Ich telefoniere mit Putin, er kommt her, ich gehe zu ihm und wir schauen, was wir so hinkriegen. Trump, mit der Macht der USA im Rücken, will einen Frieden also mit Wladimir Putin aushandeln, mit dem Mann, der den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Wie könnte so ein Frieden aussehen? Gerade wenn Putin mitredet, das klären wir. Und was ich euch jetzt schon sagen kann, das Wort Frieden, werde ich immer so sagen, es wird also die ganze Folge durch in Anführungsstrichen bleiben. Schön hört ihr News Plus. Ich bin Isabel Meissen. And he said that Putin is ready to begin peace talks over Ukraine. They discussed the possibility of peace during their call earlier today. Peace negotiations will start immediately. Unter welchen Bedingungen kommt es zu einem Frieden in der Ukraine? Die reden überall von Peace im Moment in den Schlagzeilen. Von Frieden habe ich mir gedacht. Ein ziemlich großes Wort, dieser Frieden oder auch Friedensverhandlungen. Also wir müssen ganz klar sagen, dass die Friedensverhandlungen im Moment noch sehr weit in der Ferne sind. Sie sind sehr vage. Marcel Bern ist unser Experte in dieser Folge. Er ist Militärhistoriker und Dozent für strategische Studien, und zwar an der Militärakademie der ETH Zürich. Ja, und das mit dem Frieden sieht er also auch nicht. Im Gegensatz zu US-Präsident Donald Trump. I think they have to make peace. Their people are being killed, and I think they have to make peace. Die müssen Frieden machen, befiehlt er den Kriegsparteien. Aber während Frieden machen auf dem Pausenplatz, zum Beispiel nach einer Schlägerei mit einem Handshake, möglich ist, ist das bei einem handfesten Krieg natürlich ein viel längerer Weg. Genau, das wäre eine Waffenruhe, die zuerst halten müsste über eine fix definierte Periode, danach ein Waffenstillstand, im Idealfall vertraglich abgesichert, und dann auch die Frage, die sich natürlich immer stellt, ist, wie kann dieser Waffenstillstand garantiert werden, wenn sich eine Seite nicht daran hält? Und da gibt es ja jetzt auch schon Vorschläge, die seit längerem im Raum stehen, sprich das Einsetzen einer Überwachungstruppe. Dann stellt sich die Frage, wie wird die mandatiert? Ist das der UN-Sicherheitsrat oder die UN generell, die das garantiert? Dort haben die Russen wieder ein Vetorecht. Sind es andere Peacekeeper aus dem globalen Süden oder sind es nur die Europäer, die das machen müssen? Also wir haben hier unglaublich viele Unwägbarkeiten, die, ich glaube, klar machen, wie schwer der Weg zum Frieden im Moment immer noch ist. Also ziemlich kompliziert alles. Mal angenommen, es würde irgendwie so eine Waffenruhe geben, sogar einen Waffenstillstand. Dann käme es ja doch sehr darauf an, wie man dann den Frieden planen würde. Weil, banal gesagt, könnte ein Krieg ja auf 3 Arten enden. Erstens, der Angreifer gibt auf, zieht sich zurück. Zweitens, das angegriffene Land ergibt sich. Oder drittens, man trifft sich eben irgendwo zwischen diesen 2 Extremszenarien. Und genau dort würden wir vermutlich landen, sagt Marcel Berni. Die Lösung scheint mir im Moment auch irgendwo in der Mitte, vorausgesetzt, Washington nimmt die Ukraine als ernsthaften Verhandlungsplayer ernst. Und im ganz, ganz fatalistischen Szenario könnten sich natürlich Putin und Trump auch über die Position der Ukraine komplett hinwegsetzen und quasi in guter alter Großmachtpolitik zusammensetzen und sich über das Schicksal der Ukraine unterhalten und die Ukraine völlig vor vollendete Tatsachen stellen. Damit hätten wir dann wahrscheinlich eine Teilung der Ukraine oder gar eine Niederlage der Ukraine. Also es gibt hier durchaus große Unberechenbarkeiten, insbesondere wenn wir nach Washington schauen. Und ich glaube wirklich, dass dieser Krieg im Moment, so leid es mir tut, das festzuhalten, viel eher in Washington und in Moskau entschieden wird, zumindest auf politischer Stufe, als in Kiew oder in Brüssel. Die USA und Russland handeln den sogenannten Frieden aus. Ob Europa und die Ukraine mitreden können, das scheint fraglich.
Im Moment macht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky einigermaßen gute Miene dazu. Ich hatte ein langes und ausführliches Gespräch mit Präsident Trump, sagt er. Ich schätze sein echtes Interesse an unseren gemeinsamen Möglichkeiten und daran, wie wir gemeinsam echten Frieden schaffen können. Wir haben viele Aspekte besprochen, diplomatische, militärische und wirtschaftliche. Und Präsident Trump hat mich darüber informiert, was Putin ihm gesagt hat. Wir glauben, dass die Stärke Amerikas zusammen mit der Ukraine und all unseren Partnern ausreicht, um Russland zum Frieden zu bewegen. Das klingt eigentlich, als könnte die Ukraine ganz gut leben mit diesem Vorstoß von Trump. Aber Marcel Berny geht eher davon aus, dass sie sich bis zu einem gewissen Grad dann einfach fügen muss. Es wäre dann einfach ein Frieden, der via Verhandlungen der zwei mächtigsten Player in diesem Konflikt passieren würde. Und von dem her wäre es wahrscheinlich einfach ein Verhandlungsfrieden. Und wie der für die Ukraine konkret aussehen könnte, das hat Pete Hegseth gerade angedeutet, der Verteidigungsminister von Donald Trump. Natürlich sei die Ukraine ein souveräner Staat. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Aber wir müssen eben akzeptieren, dass es nicht realistisch ist, dass die Ukraine ihre alten Grenzen halten kann. Hegseth spricht von den Grenzen von 2014. Das war das Jahr, als Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hat. Und inzwischen besetzt und beherrscht es ja auch andere ukrainische Gebiete, vor allem im Osten. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. Wenn man diese alten Grenzen wiederherstellen wolle, also sprich Russland würde dann zurückgeben, was es der Ukraine weggenommen hat, wenn man das wolle, sei das nur eine Illusion, sagt der Verteidigungsminister der USA, eine Illusion, die das Leiden im Krieg nur verlängere. Für die Ukraine würde das wohl heißen, sie müsste hinnehmen, dass sie ihre verlorenen Gebiete nicht zurückbekommt. Und es gibt gar nicht wenige, die das genauso sehen wie Hegseth, die also sagen, das wäre okay so, weil dann zumindest endlich mal das Blutvergießen gestoppt würde. Und weil alles andere einfach nicht realistisch sei. Es gibt Politikerinnen mit dieser Haltung, ganz prominent zum Beispiel in Deutschland Sarah Wagenknecht oder auch Militärstrategen. Aber nicht Marcel Berny. Er vertritt mit vielen anderen zusammen eine andere Sichtweise. Dann wäre der Krieg vorbei, aber er wäre zu einem unglaublich hohen Blutzoll vorbei und zu einem Resultat, dass die Ukraine natürlich alles andere als zufrieden zurücklassen würde und das auch für uns in Europa die Alarmglocken laut schrillen lassen würde. Weil was würde das heißen? Nämlich, dass Wladimir Putin mit seinem Eroberungskrieg Erfolg hatte, dass er mehr oder weniger ungesühnt davonkäme und dass er in einer Position wäre, in der er sich ruhig rekonstituieren könnte, das heißt sein militärisches Potenzial weiter aufbauen könnte, um dann weitere Gebiete, durchaus auch NATO-Gebiete anzugreifen. Ich glaube nicht, dass das für uns in Europa ein sehr beruhigenderes Szenario ist. Nicht sehr beruhigend oder noch etwas deutlicher? Das ist natürlich ein vernichtendes Zeichen für kleinere Staaten, insbesondere in Europa, aber auch sonst auf der Welt, denn es würde ein klarer Präzedenzfall schaffen im neuen Jahrtausend, der uns alle aufschrecken lassen müsste. Der Präzedenzfall wäre, wenn du ein Land angreifst, bekommst du dann vielleicht einen Teil davon auch politisch zugesichert. Es gibt Länder in Europa, die ebenfalls einen Angriff durch Russland fürchten. Und deshalb ist Europa nicht so begeistert von Trumps Plänen für den Frieden in der Ukraine. Aber faktisch wird Europa nicht viel machen können, befürchtet Marcel Berny. Und wenn Trump mit Wladimir Putin allenfalls zusammen etwas entscheidet, kann Europa zum Beispiel nichts mehr tun. Dann ist das einfach so. Genau, oder dann wird sichtbar, dass die europäische nukleare Abschreckung, die europäische konventionellen Streitkräfte derzeit nicht auf Augenhöhe mit den beiden Großmächten verhandeln können. Und es gibt natürlich Putin einen unglaublichen Aufschub, weil er endlich mit Trump persönlich sprechen kann. Das macht Putin extrem wichtig. Er ist damit auf Augenhöhe mit der mächtigsten Macht der Welt und das hätte es unter Joe Biden nie gegeben. Biden sei weg und Europa praktisch machtlos, sagt der Militärexperte. Nun gehe es für die Ukraine darum, zu retten, was zu retten sei. Also ich glaube, militärisch wird die Ukraine derzeit versuchen, die lokalen Gegenschläge in Kursk, auch im Donbass weiterzuführen. Das geschieht mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz.
die in den nächsten Tagen stattfindet, um eben der Welt zu zeigen, dass dieser Krieg militärisch noch lange nicht vorbei ist und dass sich die Ukraine weiterhin sehr effektiv wehren kann. Und auf der diplomatischen, politischen Ebene werde verhandelt. Ob es dann wirklich so kommt, dass die USA und Russland den Frieden unter sich ausmachen, das sei trotz allem nicht ganz sicher, sagt Marcel Berny, oder zumindest nicht im vollen Ausmaß. Denn in Trumps Regierung gäbe es schon auch Leute, die die ukrainische Sicht verstünden. Und dann wird es einen Machtkampf geben innerhalb der Trump-Regierung zwischen den gemäßigten Kräften, die eher die Position der Ukraine verstehen. Wir sprechen da vom nationalen Sicherheitsberater, wir sprechen auch vom Sonderbotschafter für die Ukraine und den anderen Kräften, die eher auf Abstand gehen und sagen, dieser Krieg muss enden, zu welchem Preis auch immer. Und das sind dann Kräfte wie zum Beispiel der Vizepräsident oder eben auch der Verteidigungsminister. Und da wird es darauf ankommen, wer eigentlich zuletzt mit Trump sprechen kann und wer ihn auf seine oder ihre Seite bringen kann. Noch wissen wir also nicht, wie das ausgeht und weitergeht mit diesen Friedensverhandlungen. Aber mal angenommen, es wird irgendwie etwas beschlossen, ob mit oder ohne Ukraine, mal angenommen, es gibt dann eine Waffenruhe, es klappt vielleicht sogar mit einem stabilen Waffenstillstand. Ist dann Frieden? Wann kann man von Frieden sprechen? Über diese super spannende Frage haben wir schon mal eine ganze Folge gemacht mit Julia Straßheim, damals Friedensforscherin an der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung in Hamburg. Sie sagt, wenn der Krieg zu Ende sei, dann sei eben nicht automatisch Frieden. Ich habe Menschen im Rahmen meiner Forschung oft gefragt, wann war denn für sie Frieden? Und die Antwort war nie, als die Unterschrift unter das Blatt Papier gesetzt wurde, sondern die Antwort war ganz häufig sowas wie, als ich morgens aufgewacht bin und ich habe nicht mehr zuerst in den Krieg gedacht, sondern ich habe über meinen Alltag nachgedacht, was es zum Frühstück gibt beispielsweise. Oder ich habe meine Kinder in die Schule geschickt und hatte nicht mehr Angst, was ihnen auf dem Schulweg passieren könnte, sondern habe mir über andere Sachen Gedanken gemacht. Das ist dann der Moment, wenn Frieden wirklich bei den Menschen angekommen ist. Und das dauert natürlich und muss klug gesteuert werden. Friedensprozesse brauchen auch lokale Teilhabe. Frieden kann nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweggeschlossen werden, sondern die ukrainische Zivilgesellschaft muss bestenfalls an diesem Prozess beteiligt werden und mitsprechen. Wenn ihr noch genauer wissen wollt, wann man von einem Frieden reden kann nach einem Krieg, dann lege ich euch die News Plus Folge mit Julia Straßheim sehr ans Herz. Ich verlinke euch die Folge in den Shownotes. Und für die Ausgabe von morgen möchte ich auch noch kurz Werbung machen. Die wird nämlich der erste Teil unseres Specials zu den Wahlen in Deutschland, die ziemlich episch sind. Es geht ja auch darum, wie stark die Partei AfD abschneidet, die in Teilen rechtsextrem ist. Und wer natürlich der neue Bundeskanzler wird. Eure Fragen dazu konntet ihr schicken und könnt ihr immer noch newsplus@srf.ch oder 076 320 10 37. Danke euch fürs Zuhören heute. Das Trio Lea Sager, Tim Eckimann und Isabel Meissen. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.